Vorweg möchte ich mich sehr gerne bei allen Menschen da draußen bedanken, die in letzter Zeit auf meinen Kanal aus Deutschland oder Österreich aufmerksam geworden sind. Ich habe schon in den Kommentaren erwähnt bzw. dort erklärt, dass mein Podcast weiterhin in schweizerdeutscher Sprache gehalten wird, im Vergleich zu anderen Videos, die in deutscher Sprache aufgenommen werden. Außer es betrifft Apps oder sonstige Dinge aus der Schweiz, dann halte ich es auch gerne in Schweizerdeutsch. Aber der Podcast wird weiterhin in Schweizerdeutsch sein. Ist auch einfach für mich so viel zu quatschen. Aber ja, wenn ihr gerne mich in eurer Sprache hören wollt, mit Akzent, Dialekt, wie auch immer, Schweizer Dialekt, Schweizer Käse-Dialekt, geht gerne mal bei den anderen Videos vorbei. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Podcast. Salut zusammen und herzlich willkommen zu der 99. Folge von Zwergschnauze. Wieder ist eine Woche vorbei, jetzt am 25. September, genau, wo ihr die Folge hier hört. Bei mir ist gerade der 22. September 2024, also am Sonntag. Klar, heute ist gerade direkt die Abstimmung, aber darüber verliere ich in dem Sinn kein Wort. Ich kann es nicht ändern, dementsprechend. Aber ja, es wird kommen, wie es kommen wird. Ihr seht sicher auch überall an den Bildschirmen oder fast in den Medien. Von dem her, warum soll ich da ein paar Tage später noch darüber reden? Worüber ich aber gerne mit euch möchte reden, ist über ein altes, bekanntes Thema. Ich weiss, ich habe schon mal selber im Podcast darüber geredet, um Gewinnspiel, das die eine oder andere Firma macht. Auch Brack macht wieder ein Gewinnspiel. Brack macht wieder ein Gewinnspiel in Form von einem Glücksrad. Heisst, dass du pro Tag einmal an diesem Glücksrad kannst drehen. Und sobald du nachher dort, je nachdem, einen Preis hast gewonnen, kannst du den bei Brack selber einlösen. Auch das Mal habe ich gedacht, okay, kommt da ich gerade mal per Zufall wieder auf der Seite von Brack bin, versuche ich es doch mal. Und habe das gemacht und prompt gewonnen. Jetzt eigentlich gerne, was ich gewonnen habe. Beziehungsweise erzähle ich es gerne für all die den Podcast noch mal hören. Und zwar ist das der Gutschein von 25 Franken. Wer natürlich jetzt gerade als erstes ist oder Bock hat, der darf gerne den Code aufschreiben. Ich selber tue ihn nicht einlösen, und zwar aus folgendem Grund. Hier schreibt Brack: herzliche Gratulation, vielen Dank für eure Teilnahme am Gewinnspiel zum 30 Jahre Brack.ch Jubiläum. Also 30 Jahre, wohlverstanden, 30 Jahre gibt es schon Brack und sie feiern jetzt deswegen ein Jubiläum. Also auch von meiner Seite her, Happy Birthday. Nachfolgend senden wir Ihnen gerne Ihren persönlichen Gewinncode. Und den seht ihr jetzt hier. 25 Franken. Ist es ja cool. Wirklich. Also ich freue mich über 25 Franken, weil jeder Franken zählt. Aber erst ab einem Mindestbestellwert von 300 Franken. Erst ab 300 Franken ist es in dem Sinn möglich, für das du den Gutschein von 25 Franken kannst einlösen. Klar werden jetzt sicher auch gerade die Leute wieder sagen, du hast ja dort in dem Sinn nichts müssen kaufen, also ist doch gut. Ich muss dort 300 Franken kaufen, für das ich überhaupt die 25 Franken kann nutzen. Aber für das ich 275 Franken kann darf ausgeben. Das Ding ist auch, der Gewinncode, da unten steht es, weiter unten, der Gewinncode ist vom 19. August bis zum 1. Oktober 2024 für das Gesamtsortiment von Brack bei einem Mindestbestellwert von 300 Franken gültig. Ich finde es, bin ich ehrlich zu euch, sehr gut, dass sie es schon hier oben schreiben, beziehungsweise auch mit dem Ständchen, dass sie schon bereits hier oben schreiben, ab einem Mindestbestellwert von 300 Franken, weil die kennen es sicher, dass man oft irgendwo einen Gutschein kann gewinnen oder gewonnen hat und nachher im Kleingedruckten steht, hey, erst ab dem Mindestbestellwert. Oder auch auf der Post kommt hier und da auch ein Gutschein, also so ein Prospekt irgendwie von einem Katalog mit einem Gutschein drin, wo da auch steht, aber, Moment, erst ab dem und dem Mindestbestellwert. Meine Ansicht, und das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, als ich Brack hier ein bisschen kritisieren aufgrund dessen, ich finde es einfach schade, dass Familien, die zum Beispiel jetzt eben nicht so das grosse Geld hätten oder vielleicht nicht gerade, sage ich jetzt, riesen Ware möchte einkaufen, weil Brack verkauft ja inzwischen auch Lebensmittel. Dass man da nachher müsste gleich
300 Franken zuerst erreichen, für dass man die 25 Franken einlösen kann. Da ist auch übrigens ausgenommen Spirituosen sowie Baby-, Anfangs- und Spezialmilch. Also nicht einmal für Mütter oder Familien, die Nahrung brauchen für Kleinkinder, könnten da überhaupt von diesem Gutschein einen Nutzen davon tragen. Zungenstunge, deswegen habe ich das hier getrennt. Zungenstunge steht nachher noch, es gibt noch mehr zu gewinnen. Gerne laden wir die oder euch ein, sorry für auf Schweizerdeutsch, laden wir euch ein, um morgen wieder mitspielen. Also jeden Tag kannst du dort an diesem Rad, da oben sieht man es übrigens, an diesem Rad umdrehen. Also da sieht man 15 Franken Rabatt, 10 Franken Rabatt, 50 Franken Rabatt, 25 Franken Rabatt da unten. Und eben 25 Franken habe ich ja in dem Sinne jetzt Anführungsschlusszeichen gewonnen. Ich sage sehr wahrscheinlich jetzt öfters wieder in dem Sinn in diesem Podcast, Entschuldigung. Aber wie gesagt, für 300 Franken. Letztes Mal, beim letzten Gewinnspiel, habe ich sogar mal den 50er gewonnen, beziehungsweise nachher den 50er Gutschein bekommen. Nur dort hat man den von einem Mindestbestellwert von, glaube ich, 500 Franken geredet. Also gerade mal 200 Franken mehr. Ja, ich finde es ein bisschen schade. Aber eben, was hat man noch geschrieben? Gerne laden wir sie ein, morgen wieder mitspielen. Es warten täglich neue Jubiläumspreise auf sie. Zudem erhöhen wir mit jeder Teilnahme eure Chance auf einen von 30 Brack CH-Gutscheinen im Wert von jeweils je 1000 Franken. Heisst, dass du die Chance mit jeder Teilnahme erhöhst, dass du zuletzt einen Gutschein kannst gewinnen von Brack selber von 1000 Franken. Also heisst, einen Gutschein kannst du gewinnen, den wieder bei ihnen kannst ausgeben. Ich hoffe, dort machen sie einfach keinen Mindestbestellwert von 2000 Franken. Stellt euch das vor. Also ich kann mir das gut vorstellen. Nein, ich weiß auch nicht. Nein, das ist jetzt natürlich eine Mutmaßung. Aber möglich wäre es. Auf jeden Fall für 30'000 Franken geben sie dort zuletzt noch Gutscheine raus, von je eben zu 1000 Franken, mal 30, gleich 30'000 Franken, für das ich meine vorherige Rechenleistung wieder unter Beweis gestellt, die ich nicht kann. Ja, ehrlich gesagt, ich finde es wirklich schade. Für eben Familien, wo da, oder auch Single-Leute, die da nicht das grosse Geld haben, die sonst irgendwie schon über die Runde kommen. Ich habe es auch mal geschrieben, glaube ich, im letzten Podcast, wo ich darüber geredet habe, habe ich auch das Mail gezeigt. Das ist da, also das Mail. Über Instagram habe ich gesagt, es ist einfach schade, dass es in dem Sinn mit so einem hohen Mindestbestellwert rausbringt. Das ist wirklich schade. Vor allem eben, da steht es nochmal, bis zum 1.10.2024. Also, was man nicht vergessen darf, Jubiläumspreise gibt es ja da. Die tue ich jetzt hier nicht auszeigen, aber bei diesen Jubiläumspreisen, die hier Brack hat aufgestellt, habe ich ein bisschen sagen, ja, ich weiss nicht, ob da noch momentan so ein grosses Will ich haben vorhanden ist bei diesen Preisen, dass es eher so Preise sind wie, wir müssen es loswerden. Deswegen. Wir können ja auch gerne mal reinschauen. Also jetzt habe ich gerade Folgendes gesehen, und zwar, dass das Gewinnspiel schon bereits vorbei ist. Da schreibt man vom 19. August bis zum 17. September 2024. Letzten Dienstag schon bereits hast du das gesehen, wo das Gewinnspiel vorbei ist. Da sieht man zwar noch die Preise, die sie dort haben rausgegeben. Also TV, Soundbar, klar, das kann man immer brauchen. Das Notebook, das iPad von der 10. Generation, klar auch das Rudergerät kann man ab und zu immer brauchen. Nikon, Kamera, aber eben bei diesen Sachen muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich so das Verlangen danach ist. Hier zum Beispiel die Wireless WH1000 XM5. Inzwischen gibt es dort auch schon ein Nachmodell. Kostet zwar immer noch 279. Halt auch E-Scooter, Schneiderblätter, Kompressor. Eben, es gibt sehr verschiedene Preise. Mit dem Menschen habe ich einfach ein bisschen sagen, es klingt schon ein bisschen nach, ja, rausgefahren, eben schon an den Zahlen von wie viel hier am Lager sind. Hier Fernsehen 14, Soundbar sind 82 am Lager, das Notebook 49, dann das iPad über 99, also 99 plus steht da. Ja. Wie vorhin gesagt, gibt es natürlich auch noch andere Aktionen, die man momentan am Laufen ist. Mal, soweit man ist die noch am Laufen. Und zwar Playmobil. Also ich habe ja schon darüber geredet, dass Migros hier eine Aktion hat in Zusammenarbeit
oder mit Playmobil. Da sehe ich gerade, die ist noch am Laufen. Also wir schauen gerne mal rein. Und da seht ihr jetzt, dass vom 13. August bis zum 23. September bekommt man eben pro 20 Franken Einkaufswert an der Kasse ein Sticker. Also ein Sticker für das Sammelheft bekommst du pro 20 Franken. Viele haben mir dort gesagt, ja, aber du gehst ja gleich einkaufen und so. Ja, das gehst trotzdem. Aber du kannst die dementsprechend nicht damit vergleichen mit Familien. Viele Mütter haben mir geschrieben, hey Sam, ich finde es cool, dass du die Leute darauf aufmerksam machst. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich den Kids von Anfang an gesagt habe, los, es gibt das Set nicht. Das gibt es nicht. Oder dass man schon gar nicht muss darum betteln oder rennen oder was auch immer. Weil sie es natürlich auch im Fernsehen aufgeschaltet, auch im Internet. Auf YouTube zum Beispiel kommt die Werbung und dort kommen ebenfalls die Aktionen von Playmobil, Migros. Was interessant ist gesehen, und da danke ich der einen Userin auf Facebook, weil sie hat darauf aufmerksam gemacht, in der Berner Flomi-Gruppe, genau, hat jemand ein Sammelheft mit mehreren Stickern, oder glaube sogar volle Sammelheft, verkaufen. Und Leute haben darunter kritisiert, dass eben die Person das verkaufen will. Man soll es doch gratis geben, schliesslich bekommt man es ja auch gratis. Bin ich irgendwo durch vollkommen einverstanden. Klar, eben, die Person hat natürlich genug ausgegeben. Ich habe es ja dort gerechnet. Aber das Kurzvideo, das ist recht viral gegangen. Das ist recht los darüber geworden bei den Leuten. Überall auf TikTok vor allem. Ja, was aber die Frau, die Userin dort hat gesagt, ist, Moment aber, es ist verboten, Sammelkarten sowie auch Sticker entgeltlich weiterzugeben. Das heisst, dass wenn du eben so Sticker hast oder so Sammelheftchen voll mit Sticker, dass du die nicht darfst verkaufen. Also, dass du die nicht zu jemandem anderem darfst bringen, in Form, dass er dafür etwas zahlt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schaue ich gleich nochmal Geschäftsbedingungen, also Teilnahmebedingungen an, nicht Geschäftsbedingungen. Und da unten steht, ich kann es gerne zeigen, hier, die entgeltliche Weitergabe von Sticker-Sammelabschnitt ist untersagt. Da tue ich es gerne einfach markieren, dass es sieht. Keine Barauszahlung, Rückerstattung von den Sticker, Sammelkarten und Playmobil-Set, also es wird auch keine Rückerstattung genommen. Beziehungsweise Barauszahlung oder Barrückerstattung. Okay, nein, der verstehe ich es. Aber eben wie gesagt, die entgeltliche Weitergabe von Sticker, Sammelabschnitt ist untersagt. So. Das Interessante ist eben, dass wo die Diskussion ist gesehen, dass eben dort eine Person auf Facebook das Sammelheft mit den Sticker verkaufen oder möchte verkaufen. Und die Leute haben gesagt, hey, kannst du doch einfach gratis geben. Dass ich nachher ein Video gemacht habe, Bildschirmaufnahme von Ricardo. Und ihr könnt euch das vorstellen, Ricardo ist voll damit. Dann wären wir hier jetzt bei Ricardo und geben doch einfach mal Migros. Seht ihr, kommt schon bereits. Migros Playmobil. 6'591. Wow, Ergebnis. Und hier sieht man es. 20 Playmobil Mania Sticker für 24 Franken. Okay, also 20 mal die 20 heisst, die Person hat schon bereits, wie ich dann zumal habe gerechnet, 400 Franken ausgegeben. Weil man ja pro Sticker 20 Franken muss herblättern, für das man in dem Sinn schon mal so etwas am Ende da hat. Da steht 40 Mal Migros Playboy Mania Sticker. 40 Mal für 23. Unten steht auch 80 Franken Sofortkauf. Alles klar. Hier steht 11 für 6 Franken. Da kommen auch natürlich das ist Playmobil Pinguinbecken. Okay, Arche Noah. Das sage ich nicht. Das hat nichts damit zu tun. Kita Sunshine auch nichts damit zu tun. Schauen wir mal weiter. Playmobil Mikrokleberli. Das hat auch nichts damit zu tun. Aber so weit man ist, hier zum Beispiel für 120 Franken 12 Gebote. Migros Playmobil Filiale neu. Und was hat Migros geschrieben? Die Migros Filiale kaufen. Hier,
Die dazugehörige Playmobil Mikrofiliale ist für 39,90 Franken erwerblich, solange Vorrat. Jetzt gehen wir nochmal hierher. Playmobil Filiale, wo jemand für 39 Franken hat gekauft, 115 Franken. Und das nächste Gebot liegt bei 120. Also die Person hat in diesem Fall den Fünfer drin. Heisst, dass man je 5 Franken müsste immer wieder bieten. Da sieht man, da haben sehr viele Leute geboten. Was ich interessant finde, am 15. September 1910 mit 70 Franken, also ist die Person mit 70 Franken rein. Kann das sein? Startgebot siehst du, glaube ich, eben auch nicht. Aber das wäre heftig. Also die Person hat es für 39 Franken gekauft. Also sagen wir 40 Franken, also ist 39 Franken 90. Aber für 40 Franken gekauft und macht am Schluss, nach dem da, 115 Franken. Das ist ein sehr guter Gewinn, den du in dem Sinne zuletzt rausholst. Aber nochmal zum Punkt. Ihr seht, oder ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr es hört, also wenn ihr den Podcast hört, wie viele Leute hier eben die Marken verkaufen. Und ich weiss nicht, ob Migros bei Ricardo sagt, egal, oder ob sie es gar nicht haben mitbekommen. Ich weiss es nicht, aber da sieht man, hier wird wirklich verkauft. Gehen wir auch mal ins Spielzeug, also das hat nichts damit zu tun, das ist wieder Kita. Hier, Playmobil Mania Set, das volle Set, alles zusammen für 299 Franken. Vor allem, was interessant ist, da steht noch 2 von 2 verfügbar. Und ehrlich gesagt frage ich mich, wie schafft es eine Person, so viel Sets herzubringen? Klar kann man sagen, ja, da hat vielleicht Familie mitgeholfen. Da schreiben sie, für alle, die keine Mikromärkli-Stickers möchten sammeln, verkaufen wir ein vollständiges Playmobil-Set von der aktuellen Mikromania Sammelaktion. Das Set ist komplett und beinhaltet alle in der Migros erhältlichen folgenden 6 Packungen. Alle Sets original verpackt, ungeöffnet und unbeschädigt. Alle Sets sind alle original verpackt, ungeöffnet und einwandfrei im Zustand. Perfekt für Sammler oder als Geschenk. Das Set kann gerne abgeholt werden oder wir versenden es per Post. Ich frage mich, echt, ist die Person auf ganz normalem Weg hier dazugekommen? Gerade wieder eins. Für 250 Franken. Versteht mich nicht falsch. Respekt an jede Person, die die ganzen Sets hier hat zusammengebracht hat, in Form von, dass sie halt wirklich haben gesammelt, hier mit anderen Leuten zusammen haben gesammelt und zuletzt das haben hergebracht. Ich persönlich muss einfach sagen, okay, also wenn jemand ja hat mitgeholfen, was haben die anderen hier zuletzt als Nutzen, wenn ja die Person das verkauft? Klar, cool wäre natürlich, wenn die Familie jetzt hier Kinder hat, alle hier so haben mitgeholfen, dass die Kids jetzt alle Playmobil-Sets schon haben. Aber zum Beispiel bei dem, wo noch 2 übrig sind von 2, mein ehrliches Fazit hier dazu möchte wissen, ist das einfach, ich hoffe, die bleiben zuletzt auf dieser Ware sitzen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wirklich, ich hoffe, die Leute bleiben zuletzt auf dieser Ware sitzen. Werden es nicht los? Wer weiß. Wer weiß, ob sie das letzte doch irgendwo noch verkaufen könnten. Und meine Ansicht ist einfach, ja, ist da zuletzt wirklich noch eine Person dahinter, die bei Migros arbeitet und das hat können unbemerkt entwenden und jetzt eben so zuletzt könnte auf Ricardo ein Geschäft machen. Meiner Meinung nach müsste einfach Migros dementsprechend eingreifen oder dann mal nachgehen. Das kann ja mehr zuletzt dann noch gleich sein. Aber ich finde es einfach schade für die, die eben zuletzt müssen Geld dafür ausgeben müssen, die sich es nicht leisten können, immer wieder 20 Franken ausgeben, die vielleicht nicht gerade Kontakt zu anderen Leuten haben oder so viele Leute haben, die auch ins Migros gehen. Weil ich weiss, inzwischen gibt es Coop, Aldi, Volk, Lidl. Es gibt so viele Discounter oder Läden und alle Leute in der Schweiz haben dementsprechend, nehme ich mal an, so ihre Favoriten, die sie immer wieder dort gehen einkaufen. Also geht nicht immer jemand bei Migros einkaufen. Heisst, hat man zuletzt nicht so viel Märkli, wenn man es überhaupt nimmt. Ja, also
wie ich das letzte Mal, als es um die Aktion ist gegangen, hier beim Podcast schon gesagt, ist es bei mir so gesehen, dass ich auch schon bei so einer Aktion bin einkaufen. Dann bin ich gefragt worden, ob ich die Märkli will. Dann habe ich gesehen, hinten ist eine Frau gerade mit ihrem Kind. Und dann habe ich gefragt, sammelt ihr die? Sie hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, also, hört, gebt doch meine Märkli dieser Person dorthin. Fertig. Ich kann es nicht entgeltlich hier weitergeben oder so. Ich bin fein raus, habe eine gute Tat vollgebracht an diesem Tag. Ja, ist doch gut. Mehr braucht es nicht. Was es aber braucht, ist mehr Kunst. Nein, ich weiss nicht, ob man meine Sache hier als Kunst kann betiteln kann. Also ich sehe mich auch überhaupt und gar nicht als Künstler. Also Künstler ist jemand für mich, der Musik macht, der mit der Musik Erfolg hat. Oder auch nicht, weil es gibt sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler in der Musikbranche, die leider nicht entdeckt werden. Berg zum Beispiel, der hat ja jetzt jahrelang hier Musik gemacht und hat ja auch erklärt, da jetzt plötzlich mit Leuten sich in einem Büro gehockt, also an so einem Sitzungstisch, wo ihm plötzlich erklären wollen, wie und was und wie viel das er verdient und alles. Ja, er, der immer daheim einfach für sich ein bisschen Musik hat gemacht und jetzt halt Erfolg hat gehabt. Also Rote Flaggen, sehr, sehr guter Song, geht's euch mal von Berg. Aber was ich habe gemacht, ist wieder mal ein Kurzfilm. Nur der Kurzfilm ist noch nicht für die Öffentlichkeit. Der Kurzfilm ist noch für ein Sangesprojekt eingeplant. Da kann ich noch nicht viel sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich bin lang genug dran gehockt. Ich hatte keine Nerven mehr bei den einen oder anderen Tagen. Und was jetzt natürlich da nebenbei noch ist dazugekommen, seit dem 15. September, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, kommt jeden Tag auf YouTube, jetzt auch nach und nach bei den anderen Diensten wie Facebook und Instagram, vielleicht auch TikTok, mal schauen, ob ich denen auch noch etwas schenke, kommt ein Kurzvideo. Und dort ist der Punkt, dass wieder eine Challenge anläuft. Bei der YouTube-Community, wo ich auch dabei bin, dort gibt es eben wieder eine Challenge, was heisst, jeden Tag bis zu einem gewissen Datum muss da jeden Tag ein Short-Video, also ein Kurzvideo, hochgeladen werden. Und da bin ich momentan dran und möchte euch gerne einladen. Schaut gerne mal vorbei, weil dort tue ich mich selber ein bisschen exposen. Also ich zeige, was für Apps ich da ein bisschen brauche. Ich muss natürlich bei der einen oder anderen schon ein bisschen aufpassen, was ich zeige. Aber am Schluss, ja, sind das die Apps, die ich tagtäglich oder mindestens einmal im Monat, sage ich ja, benutze. Auf jeden Fall schaut gerne mal vorbei. Und nachher hoffe ich, dass der Kurzfilm, wie es beim Projekt oder bei denen, die das Projekt lanciert haben, ankommt. Ja, ob ich ihn dann noch mal euch darf präsentieren oder ob er im Kino kommt. Haha, nein, keine Ahnung, also Kinofilm. Was mir einfach Spass hat gemacht, ist an dem Ganzen, oder was mir immer Spass macht, Neues zu lernen. So die Hürden zu überwinden von wegen, ich möchte jetzt gerne noch so einen Effekt oder ich möchte jetzt gerne noch so etwas oder hey, es wäre doch cool, dieses und jenen Soundeffekt dort reinzupreschen, dass man dann sich schlau macht, wie bringe ich das her. Das ist in dem Sinn das, was sehr, sehr Spass macht, eben zuletzt am Videoschnitt. Also jede Person draussen, die noch nie etwas mit Videoschnitt hat gemacht, ich empfehle es euch, weil ihr dort auch sehr kreativ könnt sein. Ich selber bin halt nicht so kreativ. Oder sagen wir, ich habe nie so ein Handy dafür gehabt, dass ich etwas zeichnen könnte. Heisst, dass ich etwas aufs Blatt Papier bringen könnte, wo ich muss sagen, das sieht jetzt top aus, das sieht schön aus. Das kann ich nicht. Ich kann gut umgehen mit Programmen wie Photoshop, obwohl ich dort auch längst nicht alle Skills habe. Jetzt habe ich mich ja von Photoshop getrennt. Momentan fahre ich mit Affinity Photo, wo ich muss sagen, ja, die ein oder anderen Features fehlen mir natürlich da sehr. Auch vom Lehren her, wie das Programm funktioniert, wie das Umdenken, ist natürlich auch etwas ganz anderes. Was mir auch ist aufgefallen, dass bei Photoshop eben Funktionen sind, die man bei Affinity gerne auch hätte übernommen, aber nicht so hätte dürfen übernehmen. Ein Beispiel, das bei Photoshop heisst, glaube ich, Mosaikeffekt. Wenn zum Beispiel etwas möchtest, ja, eine Person möchtest unkenntlich machen, dann heisst das dort, soweit man ist, im Filter in Mosaikeffekt.
Und bei Affinity Photo heisst es Pixel-Mosaik-Effekt. Also etwas ganz anderes. Und manchmal habe ich mich schon selber ertappt, dass ich wollte, eben den Mosaikeffekt einbinden und gesucht habe, eben durch all die Filter, weil ich einfach so mit dem M am Anfang im Kopf gesehen, wegen Mosaik. Ich bin nicht auf P gekommen, wegen Pixel-Mosaik. Aber ja, das ist natürlich nachher nicht das am Schluss. Deswegen bin ich hauptsächlich eher so der Videotyp. Ich möchte auch sehr gerne Blender können. Klar, es gibt auch inzwischen sehr coole Tutorials. Von dem her ist eben YouTube wirklich super, dass es inzwischen so viele Tutorials gibt. Zu DaVinci leider auch inzwischen mehr, aber noch nicht so viel wie zum Beispiel After Effects oder Premiere Pro aus dem Hause Adobe. Wo ich aber muss sagen, es gibt immer mehr Creator, die sich von Adobe trennen. Halt auch aufgrund eben, dass sie da jährlich einfach mal Kosten von dir sehen, sowie auch natürlich der Punkt, dass dort ist rausgekommen, aufgrund von den Nutzungsvereinbarungen, dass sie mit den Bildern, die du in der Cloud bearbeiten, heisst eben, sobald du KI-Effekte verwenden, die in der Cloud bearbeitet wird, nicht direkt bei dir auf dem Computer, dass sie auch aufgrund von dessen eben lernen und nachher auch das Bildmodell, also das KI, die ganze KI so lernen. Habe ich auch schon, glaube ich, darüber geredet. Aber wie gesagt, stellt euch mal vor, ihr geht zu einem Fotograf oder einer Fotografin, die Aktfotografie macht und die Person möchte nachher in der Nachbearbeitung vielleicht eine Blume verändern oder noch ein bisschen Blumen reinstellen oder vielleicht ist etwas im Bild, das stört, dass man das rausnimmt. Heisst, dass man nachher zuletzt natürlich die Sache in der Cloud bearbeiten und Adobe natürlich aufgrund von dessen mit diesen Bildern kann ihr KI-Modell trainieren, das auf einem Server ist. Yay! Weil man darf nicht vergessen, jede Cloud ist eigentlich ein Server. Das ist nicht einfach irgendwo im Internet, sondern das ist ein Server. Auch wenn du iCloud benutzt mit deinen Fotos, ist das zuletzt bei Apple auf einem Server. Das ist einfach. Oder Google OneDrive, ich glaube Google OneDrive heisst dort. Das ist ja auch eigentlich eine Cloud mit einem Server. Nur dort kenne ich mich nicht so aus, also don't judge me, bitte nicht verurteilen für das. So, ich würde sagen, das war jetzt für die heutige Folge. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden wegen dem Kurzfilm. An alle Deutschen da draußen, tut mir leid, dass mein Podcast weiterhin in Schweizerdeutsch gehalten wird, aber andere Videos sind dementsprechend auf meinem Kanal auch in deutscher Sprache, damit ihr es versteht. Genau. Bis dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Also nächsten Mittwoch. Zwergschnauze.